Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel Trantobagis Let's Play. Wir machen heute einen kleinen Let's Test von Force of Nature. Ein Spiel, das am 13. Dezember, also heute rauskam und in den Sprachen Englisch und Russisch zurzeit erschienen sind. Ich habe schon gelesen, dass die Anfrage schon gestartet wurde, ob das Spiel auch noch auf Deutsch kommt. Ich habe es mir mal zugelegt, obwohl es auf Englisch ist, aber ich habe mir mal den Trailer angeschaut, der hat mich noch ganz fasziniert, so ein Survival Farming, ach weiß nicht was Spiel. Wir schauen gleich mal rein, ich habe es noch kein einziges Mal gespielt, das heißt für mich auch Neuland, genauso wie für euch. Version 1.0.00, alles andere würde mich erstaunen, weil heute der Release-Tag war. Ja, continuen brauchen wir nicht. Wir fangen gleich mal mit einem New Game an und ich bin gespannt. Enter Name of the World. Pah. Ja, Testilendium. Testilendium. Jo, klingt gut. So, World Generation. Die Welt wird erstellt. Ich bin echt gespannt. Wie schon gesagt, ich kenne die Steuerung nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne das Spiel eigentlich nur von dem Trailer. Ich habe bei YouTube schon geschaut, ob es ein Let's Play schon gibt von dem Spiel, ob es ein Let's Test gibt, angespielt und weiß nicht was, aber nichts gefunden, Leute. Wirklich nichts gefunden. Darum habe ich gesagt, komm, 8 Euro zahle ich da, um mit euch jetzt hier einen kleinen Let's Test zu machen. Wie bei allen Survival Games starten wir hier am Strand. Where am I? Wo bin ich? Was ist das für ein Platz? Ein Hase aus dem Wasser? Okay. Was? Okay, ich mache die Facecam wieder ein. So, also hier haben wir Charakter. Inventar, Ruby Chip. Ich habe keine Ahnung, was Ruby Chips sind. Okay, first step. Look around. A loot of useful thing can be around you. Find and pick up item. Palm leaves, also Palmblätter und Splinter, also Steine halt. Hint, to find a list of quests, open the character window, hotkey E and click the button quests. Also mit I kannst du das Window machen und hier Quest. Kannst du aber auch mit Q machen. First step, okay, quests. Hint, palm leaf can be broke down from palms or tropical bushes when you kick it 5 times. By foot, right button auf dem Maus. Okay, ich kann zwar nicht viel Englisch, aber das verstehe ich noch einigermaßen. Also Palmblätter bekommst du von den Palmen, wenn du sie abbrichst, oder sie fallen runter, wenn du dran kickst, fünfmal in der Zeit. Mit dem Fuß dran kicken, das machst du mit der rechten Maustaste, ungefähr so grob übersetzt. Hint, bananas and coconuts can all fall down from palms and will help to restore energy when you... Okay, Bananen und Kokosnüsse können auch von den Palmen fallen und sie helfen dir bei der Energie wieder aufzufüllen. Hint, palms can be found only near the water. Look for them on the beach. Also Palmen kannst du nur in der Nähe vom Wasser finden. Schaue am Strand. Okay. Okay, mit dem WASD steuerst du schon mal. Ich mache mal hier alles, ja. Also wenn ich das Inventar habe, werden hier What? To fair, come close. Okay.
The fair come closer. Okay, hier kannst du quasi die Sachen anwählen und wenn du das ausmachst, dann nicht. Okay, die Maus ist schon ein bisschen... Du kannst nur so schauen, aber Kameraperspektive ist nix. So, wie nehme ich das jetzt? Okay. Steuerung. Okay, jetzt habe ich Crafting, glaube ich, ja. Ja, Crafting kann man hier auch machen. Aber erstmal... Wow, wie mache ich denn das? Muss ich jetzt... Okay, ich kann nur die Sachen mit der Maus aufnehmen, oder wie? Kann doch nicht sein, oder? Okay, doch. Moment. Controls. Also vorwärts, rechts, Quests, Map, Take All, Craft, Build, Use. Benutzen heißt das mit Space. Dann machen wir Inventar I. Das ist eigentlich alles okay. Okay, Apply. Aber du kannst wirklich effektiv nur mit der Maus was aufnehmen, oder wie? Okay, du kannst mit E kannst dann eben die Maus aktivieren und dann aufnehmen. Das sind Strawberries, very nice. Das ist ein bisschen doof. Oh, hier Kokosnuss. Ah, die Steuerung technisch ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Game saved. Ist das eine Palme? Das ist doch keine Palme. 4. Okay. First step. Game. Find and pick up items. Ich habe keine Ahnung, wo ich das aufgenommen habe. Okay. Hint to pick up an object, come close to it, press the use key E and click on the apple. And look for the ruby chips in the water near plus. Okay. Ah, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Und auch da mit dem Aufsammeln, das ist ja Heide. Besser würde ich finden, wenn man da... Ich sage jetzt mal, da einfach mal E drücken könnte, statt da mit der Maus noch drauf müssen. Und dann willst du da quasi dann auch da hinschauen und dann ist die... gewöhnungsbedürftig. Wirklich gewöhnungsbedürftig. Aber cool. Also bis jetzt atmosphärisch, also gameplay-technisch, ja, sieht ganz interessant aus. Aber ne, steuerungstechnisch sehr gewöhnungsbedürftig. Cooler wäre es, wenn man komplett mit der Maus halt steuern könnte. Ja, das ist keine Kokos, das ist keine Palme, sondern ein Bananenbaum. Da ist doch noch eine Banane oben. Noch eine, komm. Ah, ich kann gedrückt halten. Geht das mit dem Fuß auch? Da ist noch eine Banane oben drin, Mensch.
Ja, so. Ja, das Spiel sieht wirklich interessant aus. Eben die Steuerung, das ist noch ganz schön tricky. Wir schauen mal, was nehmen wir? Craft a Rope. E chose craft the press recepts. You can, okay, ich kann auch mit C, you can take resource in the inventory in your hand and by one clicking the right button of the whole mouse. Okay. Ich kann die Sachen direkt auch in die Hand nehmen. Dann C, bei den Rezepten Rope auswählen. Komponenten brauchen wir... Achso, 2 Palmwedel haben wir. Und ein Splint oder ein Messer, um es zu machen. Okay, Select Tool. Mit was will ich es machen? Mit einem Splint. Okay. Maximum 3 Stück machen wir auch. Okay, Crafting. 4 Sekunden geht 1. Okay, so. Quest complete. Craft a rope. You have a new quest. Okay. Nice. Und jetzt muss man das raus... Nee, warte mal. Oh, komm. Nein. Ah. Okay. So geht's auch. So, nächste Quest. Stone Knife. Wir müssen uns ein Steinmesser machen. Dafür brauchen wir Splints und Ropes. Very good. 1 reicht. Vollkommen. So. Take all. Ich mache den mal aufs 1. Ja? Also jetzt habe ich es in der Hand und kann nicht mehr ablegen. Mega Bonfire. Bonfire, okay. Was? List of Construction. Okay, B ist Constructen. Bonfire. Brauche ich 6, also 5 Sticks und einmal Glowing Amber or... okay, ich habe ja die Chips hier. Also Edelsteine, sage ich jetzt dem mal. Okay, Select. Oh, cool. Nice. Machen wir gleich mal hier. Ach, cool. Und jetzt? The 6 we can... Ah, okay. Braucht eine Zeit. Okay. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jo. Das ist Force of Nature. New level will give access to new building new. Okay, wir sind aufgestiegen. Get level 2. Was? Hint. Charge window. E. Press charge. Characteristics. Then click the button next level and upgrade to get level. Okay. Wir sind hier. Charakter Level 1. Wo sehe ich denn, dass ich das Next Level? The following quest must be complete. Make a bonfire complete. Components. Okay. Ah, okay. The first achievement. Das erste Achievement. Yay! Und das im Let's Test. Next. Okay, um Level 3 zu machen, müssen wir die Quest Create Glowing Amber not complete and more tools. Okay, für die nächste Quest brauchen wir Sand und so weiter. Okay. Was ist... Oh, more tools. Stone Axe. Okay, Crafting. Stone Axe. Brauchen wir einen Stick? Hey, das können wir... Request cool, Tool, ein Knife. Not enjoy, haben wir doch. Oh oh.
Oh oh. Hä? Ach. Also ich darf es nicht ausrüsten, sondern ich muss es im Inventar haben. Okay, dann machen wir uns eine Axt. Mit dem, ja. 20 Sekunden. Jojo, wir haben ja Zeit. Nee, eigentlich nicht, ne? Währenddem der das macht, kann ich die eigentlich... nee, kannst nicht. Okay. More Tools. Stone Pick. Na super. Hat der jetzt... Ah, okay, der macht... Hä? Naja, Stone Pickaxe, da brauche ich noch einen Stick und eine Rope. Okay. Close. Ach so. So ist das. Wenn ich was in Verwendung habe, kann ich es nicht brauchen. Okay, 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 okay. Hier liegt ein Stick, lustigerweise. Und hier liegt ein Spin. Okay. Radikales Palmenwedel sammeln. So. Man kann hier auch, glaube ich, irgendwie Tiere einfangen und dann in seinen Stall bringen, um irgendwie eine Zucht zu machen und so. Okay. Na, dann hauen wir hier mal noch ein paar Baumblätter ab. So. Und dann nachher noch diesen Baum. Ich schau mal, was hier passiert. Kann ich diesen Baum jetzt fällen? Oh ja. Oh ja. Logs, Logs. Okay, cool. Das ist ja cool. Dann machen wir hier diesen Baum auch weg. Game Saving, okay. Also ich finde, das Spiel hat recht Potenzial. Schaut bei Steam vorbei nach Force of Nature und ja, kauft euch. Es ist wirklich zum Empfehlen. So. Also es gibt hier auch Tiere, die einem angreifen. Von dem her immer ein bisschen vorsichtig sein. Machen wir 12, das brauchen wir, das geht ja relativ schnell. Du kannst beim Craften auch gleichzeitig laufen. Bonfire, okay. Glow Ember, was brauchen wir denn? Okay. Okay. So, nee, nicht Building, sondern Crafting. Hier haben wir das. Jetzt brauchen wir Stone. Ja, jetzt fehlen uns wieder die Sticks. Ja, ja. Wo finde ich jetzt Sticks? Die habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich die schneiden kann. Hier kann ich Palmblätter holen, aber Sticks, I have keine Ahnung. Wert, das ist doch irgendwie so Stroh oder sowas. Ja, bis du zuschlägst, ist der Hase auch weg. Lol. Ja, schlechter Jäger. Ja, komm, das schaffst du nie. Okay. Also, dass man die Kamera hier nicht so nach unten, dass man einen Weitblick hat, machen kann, das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Wieso haut denn der immer noch mit der Axt auf das Ganze ein, obwohl ich doch eigentlich die rechte Maustaste drücke?
Wie kann man das Zeugs konsumieren? Use. Okay. So, wir haben mal was gegessen. Wir treten mal dagegen aus der Hoffnung, dass Sticks kommen. Nee, aber jede Menge Bananen. So was Komisches. Splint. Bananen, die die Affen verloren haben. Boah, also Sticks zu finden ist ja wirklich... Na, jumpen kann er nicht, ne? Ja, die lassen nur Palmwedel. Ich brauche aber Sticks, nicht Palmwedel. Koknuss, also Kokosnuss. Strawberries. Hunter Caps. Splint. Leute. Ich brauche keine Palmwedel, sondern ich brauche hier Sticks. Fly Acryls, okay. Ja, also... Oh, Stick hier, einer. Wow. Also Gameplay technisch ist es noch amüsant, wirklich. Steuerung technisch ist... Oha. Steuerung technisch ist es wahnsinnig kompliziert noch ein bisschen, also von der Maussteuerung. Aber ich denke mal, das war mal ein erster Eindruck zu Force of Nature. Es wird auf jeden Fall noch einen Teil geben vom Let's Test. Das war erst der erste. Ich muss ja auch irgendwie schauen, wie ich... Okay, das Stamina füllt sich da wieder auf. Das ist gut. Hier liegt noch ein Stick. Und hier machen wir noch die Strawberries. Und wir schauen mal, ob wir jetzt die Stone Axe machen. Wir können. Das machen wir jetzt noch. Und danach sage ich Tschüss, ciao, danke fürs Zuschauen beim Let's Test. Und es wird noch einen zweiten Teil geben. Der wird allerdings am Donnerstag erscheinen. Yep. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat die Folge schon mal einen Eindruck gegeben von Force of Nature. Es gibt noch einiges zu tun und vielleicht könnte das noch ein kleines Let's Play draus werden, aus dem Test weiterlaufen zu einem Let's Play. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und falls ihr jetzt schon Interesse an Force of Nature habt, dann geht bei Steam mal in die Suche, im Shop suchen Force of Nature, zurzeit oder aktuell 8 Schweizer Franken, das sind ungefähr, glaube ich, schätzungsweise so 7 Euro, wirklich zu empfehlen. Es ist halt nicht die Top-Grafik und Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Also ich bereue es nicht, dass ich es mir zugelegt habe und ja, wer weiß, vielleicht entwickelt sich das Spiel noch zu was noch Größerem, als es jetzt schon ist. Okay, danke fürs dabei sein und bis dann. Ciao!